Ja, grüezi. Grüezi. So. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Wie immer. Tagebuch eintragen. Jawohl, sehr gut. Und die Haare sollte ich noch strahlen. Bin noch nicht dazu gekommen. Wie ihr im letzten Film gesehen habt, sind wir hier in Allschwil gelandet, auf dem tollen Parkplatz. Es war mega ruhig und für heute ist jetzt allerdings am Nachmittag vor allem mega viel Regen angesagt. Das heisst, wir wollen am Morgen noch schnell etwas anschauen. Und zwar haben wir uns hier eine Ruine ausgesucht. Wir hoffen, dass es klappt. Nachher müssen wir mal noch ein bisschen WC entsorgen und ja, das mal machen, was man halt machen muss so als Camper. Und dann suchen wir uns einen sicheren Platz, damit wir, wenn es dann richtig fest regnet heute Nacht, hoffentlich nicht irgendwo in einer Wiese stehen und absaufen und morgen nicht mehr weiterkommen. Das wäre nämlich schlecht. Also, let's go! Jetzt haben wir in Dorneck die Ruine anschauen. Und jetzt haben wir den Parkplatz angefahren und also, es ist wirklich haarscharf gewesen. Der Parkplatz, nur schon dort anfahren, ist brutal steil. Da haben wir schon gedacht, wow, okay, aber unser Sani, der macht das super. Dann der erste Parkplatz war auch voll in der Schräge. Da haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Weiter oben hat es nochmal einen Parkplatz gehabt und der war also ganz brisant gewesen. Wir sind rauf, wir haben gesehen, es hat keinen Platz, wieder hinterste raus und mit unserem Überhang. Also wirklich, der Sven ist im Schneckentempo wieder rückwärts ab und es ist wirklich also haarscharf. Wir hätten also fast den Boden aufgekratzt, aber es ist alles gut. Aber es war schon ein bisschen ein Schockmoment für mich und ich glaube für den Sven auch. Wie war es im Auto rein zum Fahren? Wie soll ich sagen? Das Herz pöppelt ein bisschen. Es ist nicht ganz so easy gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, also diesen Punkt müssen wir leider rausnehmen. Das funktioniert gar nicht. Einmal nicht für mit Wohnmobil, wie wir es haben. Wenn ihr einen Bus habt, also einen VW-Bus oder einen 6-Meter-Bus, würde es vielleicht auch noch gerade so gehen. Aber vergessen die Ruinen, wenn ihr 7,40 Meter sind. Und nein, geht gar nicht. Jetzt müssen wir uns halt umorientieren. Das Wetter ist zwar noch trocken, jetzt schauen wir noch, was sonst noch auf der Liste ist, wo ja, immer in diesen Punkten auch ist auf der Google Maps Karte, die ihr natürlich herunterladen könnt. Link dazu findet ihr immer bei uns auf der Webseite oder sonst jetzt da unten in der Infobox. Und ja, jetzt mal schauen, was auf uns zukommt. Puh. Wir sind jetzt weitergefahren bis Kloster Marienstein. Wir wollten zwar eigentlich nicht schon wieder so ein klostermäßig etwas anschauen, aber jetzt ist es halt so. Ja, gehen wir mal schauen. Nass scheint sogar die Sonne. Jawohl. Schauen wie lange.
Was mir sehr gut gefallen hat, sind die Deckenmalereien und so. Einfach das, was so extrem viel Gold hat, finde ich, also gefällt mir persönlich jetzt nicht so, aber ja, das ist auch Geschmackssache. Aber sonst, ich habe es sehr eindrücklich gefunden, vor allem auch der Grottenweg, aber mit diesen verschiedenen Steinen, wo die Leute ihre wie sagt man dem? Danksagungen machen lassen haben. Und alle sind anders, andere Schrift, andere Steine, andere Arten von Danksagungen. Also das war wirklich sehr schön gewesen. Und auch der Weg in die Grotte runter, sehr mystisch, schön, friedlich. Doch, sehr schön gewesen. Also mir hat es gut gefallen. Und dir, Sven? Ja, mir hat es gut gefallen. Ich würde mich jetzt nicht als religiös bezeichnen, aber ja, es tut einem immer wieder mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und darum tun wir meistens auch noch immer ein Kerzchen anzünden, einfach so zum Danke sagen, dass es uns so gut geht und dass wir ein Wohnmobil haben und das Leben dürfen geniessen und gesund sind. Und das ist doch wichtig. Und ich finde, das ist doch einfach schön. Ich nehme das jedenfalls mit davon. Und jetzt haben wir, wie schon gesagt, ein bisschen Hunger. Jetzt gibt es schnell etwas Kleines zu essen und dann müssen wir irgendwo das WC leeren, weil das ist ziemlich voll jetzt. So, jetzt ist es doch so gekommen, wie wir gedacht haben. Es fängt hier regnen. Wir müssen das WC leeren, aber hey, Camperleben, gell? Camperleben! Oh. Und los! Ja, das Beste an unserem Wohnmobil ist, oder eines der besten Sachen, ist genau das. Das eigenes WC haben. Das ist einfach super. Dann muss man sich nämlich nicht stressen. Und vor allem muss man seine Hinterlassenschaften nicht irgendwie im Wald hinterlassen oder so. Ja, das ist uns wichtig. Und wir benutzen auch keine Chemie, weil wir haben hier so einen Sog. Die tut die Abluft absaugen, währenddem wir drinnen dran sind. Und durch das stinkt es nicht. Und es braucht keine Chemie. Was ist denn das? Da haben wir Wasser. Das ist unser Trinkwasser. Das Trinkwasser, genau. Kannst du mir geben? Okay. Wichtig ist, dass man immer den Hahn nimmt, den das andere nicht genommen haben. Also zum WC Frischwasser und nicht Frischwasser. Und das Wasser, das man zum Kassetten leeren spülen braucht, nicht verwechseln, weil es könnte grusig werden. So. Jetzt heisst es warten, frieren. Da Frischwasser, da WC und da Wasser zum Spülen von der WC-Kassette. Nicht verwechseln. Wir haben ja einen Wassertank eigentlich im Wohnmobil. Warum wir jetzt Frischwasser mitnehmen, ist, weil der hat so viel Wasser drin. Und für das brauchen wir eigentlich dann nur zum Duschen, für die WC-Spülung und zum Abwaschen. Und den tun wir halt regelmäßiger auffüllen. Mit dem tun wir kochen, trinken. Ja, das wäre das. Und ich glaube jetzt noch einmal. Und dann muss ich wieder ins Wohnmobil. Oh, ist das frisch. Hey. Schlussendlich hat es uns jetzt hier auf Düllemann verschlagen. Wir sind jetzt hier auf einem Parkplatz bei der Sportanlage, glaube ich. Wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht. Die Heizung ist ein bisschen an. Wir haben natürliche Heizung. Wir haben hier ein bisschen Candlelight gemacht. Das tut einerseits wärmen und andererseits ist ein bisschen romanisch. Romantisch, genau. Das Herz erwärmen und die Umgebung erwärmen. Genau, und dann kann man auch Wärme dran. Ja. Und wie es bei uns weitergeht, das seht ihr im nächsten Film, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen!
Ah! Oh, es windet! Guten Morgen miteinander. Ich fange immer mit Guten Morgen an. Ja, und wie es bei uns weitergeht, immer die Hände im Gesicht. Also nochmal. Zuerst mal ein bisschen oben runterkommen. Wusa.